Es ist ein deprimierendes Bild in vielen bayerischen Dörfern. Verlassene Häuser in den Ortskernen, dem Verfall preisgegeben. Und an den Rändern Neubausiedlungen aus dem Boden gestampft, ohne Bezug zum alten Dorf und zur regionalen Baukultur. Doch es geht auch anders. Die Klingsölde in Altdorf bei Landshut. Ein Juwel von einem Bauernhaus. Sebastian Stangelmeier und Maximilian Graf haben es gekauft und zu einem traumhaften Zuhause verwandelt. Am Anfang wird gesagt, ja, oh Gott, wie könnt ihr euch sowas antun und warum baut ihr nicht was Neues und reißt es weg? Das war ja viel einfacher und schöner und hat es flexibler. Und zum Schluss sagen dann oft dieselben Leute, ja gut, dass sowas nicht weggerissen wird und dass sowas erhalten wird, weil sich der Laie halt sowas auch oft nicht vorstellen kann, wie man den Vorzustand gesehen hat, wo das verkleidet war mit Faserzementplatten. Ein ganzes Jahr haben die beiden nach dem Kauf erst einmal geräumt und freigelegt. Unter dem Putz entdeckten sie einen unglaublichen Schatz. Uralte, handbehauene Balken. Ein Blockhaus. Es wird halt erst sichtbar dann, wenn man die ganzen Schichten abnimmt, den Putz abklopft, die Faserzementplatten abnimmt und dann sieht man den gekalkten Block. Den haben wir dann natürlich auch noch freilegen müssen von den ganzen Kalkschichten, die teilweise schon runtergebröckelt sind. Was überraschend war, war das Alter. Das war in der Denkmalliste mit dem 19. Jahrhundert eingetragen als Alter. Und das ist dann über eine dendrochronologische Untersuchung aufs Jahr 1695 datiert worden. Baujahr. Und das war dann für uns alle, von Architekten über Denkmalamt, schon überraschend, dass doch über 300 Jahre alt ist, das Gebäude. Und das macht dann auch ehrfürchtig. Das alte Altdorf wird wieder lebendig. Doch wie wird daraus ein Wohnhaus mit modernem Komfort? Architekt Michael Feil half den beiden bei der Planung. Die Struktur des Mittertennhauses wurde erhalten. Die Tenne liegt in der Mitte. Rechts der Stall, links geht's in den Wohnbereich. 3 Jahre dauerte die Renovierung. Die Kosten? Darüber wollen die beiden nicht sprechen. Nur so viel. Ein Neubau wäre wohl günstiger gewesen. Doch dann hätten sie nicht diese einzigartige Atmosphäre wie in ihrer Klingsölde. Ich glaube, dass so ein Bestandshaus eigentlich viel mehr ist als ein Neubau, weil das hat schon eine Geschichte und man schreibt diese Geschichte einfach fort und man erlebt es natürlich auch. Wir versuchen auch, dass man dieses Erlebnis von diesen Generationen, von dieser komprimierten Geschichte einfach spürt in dem Haus. 330 Jahre Geschichte, in denen immer wieder umgebaut, modernisiert wurde. Jetzt die Generalsanierung. Manche Balken waren morsch. Doch alles, was man irgendwie erhalten konnte, blieb erhalten. Der Fußboden im Erdgeschoss wurde abgesenkt, eine moderne Wandheizung eingebaut. Alles entspricht nun heutigem Wohnstandard, nur eben mit Charakter, Seele, statt der austauschbaren Perfektion eines Neubaus. Es wird ja oft gemeint, dass man große Auflagen vom Denkmalschutz hat. Die haben wir natürlich in gewisser Weise, weil der Denkmalschutz ja die Substanz erhalten will. Aber das oberste Ziel vom Denkmalschutz ist schon auch, dass die Gebäude bewohnt werden und genutzt werden. Weil für ein altes Gebäude ist nichts schlechter, wie wenn es leer steht, wenn es dann irgendwann einmal reinregnet und wenn es verfällt. Deswegen lässt sich der Denkmalschutz auch auf viele Kompromisse ein. Hat aber natürlich schon seine Grundleitlinien. Die Substanz darf halt nicht beschädigt werden. Wie viel Zeit, Mühe und Können brauchte es, um solche Eckverbindungen zu sägen? Jeder einzelne Balken mit unzähligen Axthieben in Form gebracht. Die Wände schief, uneben und schön. Das entspricht keiner Norm. Nö, da würde jeder sich beschweren, wenn man so eine Oberfläche hätte, so eine unebene Oberfläche. Das ist ja auch, wenn man drüber schaut, wird es nicht wirklich im Wasser. Das macht halt schon einen Charme aus von den rauen Oberflächen, von den handgehauenen Balken. Die Baukultur vergangener Jahrhunderte ist auch Inspirationsquelle für den Architekten. Wie einfach manche Lösungen sein können, wenn man sich nicht an die unzähligen Vorschriften der Bauordnung halten muss. Man überlegt sich immer, was braucht man denn wirklich? Und man sieht jetzt da ganz schön diese 4 cm starken Bretter und das ist der ganze Fußboden. Mehr braucht man in dem Haus eigentlich nicht. Einfach bauen. Wohin viele Architekten wieder zurück wollen. Die Raumhöhe unter den Balken ist 1,90 Meter. Den Bewohnern reicht das. Hier oben sind jetzt keine Aufenthaltsräume, wo ich dann Schlafräume, Bad und so weiter.
Ansonsten ist es warm wie in jedem Neubau. Man hat Internet in jedem Raum, man hat Strom in jedem Raum. Ich sehe eigentlich keine Einschränkungen. Wir wohnen da ganz normal. Ein Haus mit Charakter. Genau das, was so vielen Dörfern in Bayern immer mehr abhanden kommt. Es gäbe noch so viele Klingsölden. Fire!